Nach einer kurzen Pause geht's hier weiter bei Risen 3 Titan Lords. Im Kampf gegen die Kobolde, die hier nicht Gnomen terrorisieren, obwohl, ganz ehrlich Leute, es neigt sich doch langsam schon dem Ende zu. Man sieht es hier bereits mit den, ja, was ich halt so offen haben. Mit den ganzen Quests und so, meine Kobold-Invasion, ich weiß nicht, ob man die irgendwie noch machen kann, weil abgeschlossen ist sie eigentlich bereits, soweit es mir noch irgendwie bewusst ist. Ja, man sieht da gar kein rotes X mehr und so und dass wir jetzt einen Rest erledigen mussten, naja, okay. Wenn es dann halt sein muss, dann machen wir es halt noch. Genau, Kobold-Plage. Ulvi will, dass die Kobolde am Vorposten vertrieben werden. Ich sollte ihm dabei helfen. So, 14, also das Spiel natürlich bereits gemacht. Ich frage natürlich, wo sind die restlichen, die dort direkt da unten wären. Also mal gucken, ob Bonesy uns dorthin auch begleitet oder ob er wieder auch mal abzieht. Der Arsch. Hat keinen Alligator, den ich gerade sehe. Fall schnell, war nur geradeaus natürlich. Bonesy. Haben wir den ganzen seltsamen Weg. Wow. Ah, ist klar. Erstaunlicherweise macht sie kaum mehr Schaden. Und eine Zunge erhalten. So, hier unten ist glaube ich nichts mehr Besonderes. War ich sehe auch gar kein Monster, nö. Sehr, sehr praktisch. Nun gut, Bones, komme nach. Bleib ja nicht stehen. So, ein scharfes Auge hier. Bin ich gerade irgendwie falsch oder was? Aha, ja, kann ich doch hier durch. Moment, da war gerade was. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Das ist natürlich doof. Okay, Bonesy kann doch nichts. So, ihn noch zu kontern, wenn es geht. Natürlich, ja, halt immer ein bisschen schwieriger. Ja. What? Komm schon, normaler Angriff. So, jetzt geht's doch. Er kann nur. So. 14 wieder mal ein bisschen Federn gelassen, würde ich sagen. Die Kobolde geben ja leider nichts, wa? Scheißendreck, hey. Tja, was soll's. Ja. Aber jetzt mein XC ausgelöscht. Die, ja gut, liegen hier so fröhlich rum. Ist ja auch scheißegal. Gehen wir mal zum nächsten. Bonesy kommt leider irgendwie nicht mit. Wieso? Keine Ahnung. Wo ist er überhaupt? Nichts gesagt von wegen, ja, ich bleib hier und so. Hä? Wo ist er hin? So, komm mit. Warte hier. Klar, Komm mit. sicher. Gut, ich bleib hier. Was? Wieso? Bleibt das einfach mit dem Koboldlager stehen oder was? Warte hier. Ja, Komm mit. klar. Gut, ich bleib hier. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht, aber egal. Ein anderer Plan war gerade mit Teleportation, wenn ich natürlich hier hingehe direkt, dass er dann natürlich wieder zurückkommt. Ich glaube, so klug ist er nicht. Nö. So klug ist der Bonesy nicht. Du machst alleine, ist ja auch egal. Meine Fresse. Kannst dich echt auf keinen Menschen mehr verlassen. Sind das gerade Gnome? Ah, nein, was der macht, keine Ahnung.
Der schwebt noch ein bisschen dezent vor sich hin. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich natürlich wieder mal den noch aktivieren. Geht doch. Bevor ich es wieder vergesse. Schönes Bild. Vor allem schön die Kerzen, wie sie irgendwie sich digital auflösen. Bisschen wie Matrix, wa? So, im Krisengebiet der Kobolde. Gespeichert. So, mal gucken, wa? Das war der 8. von 14. Wie Sandteufel habe ich keinen Bock. Macht die wieder so lange. Ja, komm nur. Ah, der konnte immer. Aua! Ja, haben wir das wieder. Sandteufel tot, alles tot. Nee, alles gut vor allem. Okay, nochmal ein bisschen Futter. Wie sieht's aus genau? Natürlich sind die dort noch ein Thema. Hören uns allerdings keine mehr. Okay, und Bones kommt hier nicht mit, wa? Obwohl, eigentlich müsste er schon. Egal, Leute, ganz ehrlich, mir geht Bones sowieso das ganze Spielprinzip ein bisschen auf die Eier. Also das Spielprinzip, sondern wie das Ganze irgendwie geskriptet ist. Es ist ein bisschen crazy gemacht. Von dem her, mach ich's halt alleine. Selbst ist der Mann ohne Namen. Und vor allem selbst ist der Mann ohne Seele. Das ist natürlich sowieso vom Vorteil. Es ist egal. Gut. Ah, da hat irgendwie ein Gegner. Muschel. Wow! Alter, kommt da ein bisschen her. Hier rüber sind mittlerweile die Alligatoren. Was machst du hier? Ja, sollen sie nicht fressen. Noch nach oder was? Einer schon. Mann! Der Römer, wenn er zuschlägt. Na, komm schon. Gar nicht so ein schwieriger Gegner. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mehr als zweimal draufhaue. Ah, nur ein Wasserfall. Da hat er gerade ganz im Hintergrund. Okay, eine kleine Höhle. Ist auch nicht schlecht. Wie geht's unserem Gnomi? Jo, alle Garten nicht hier. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, noch ganz kurz den letzten hier platt machen. Und hier war echt kein Aurikulki. Seltsam, Gnome ist ja auch hier. So. Das heißt, 4 Stück fehlen noch. Ich schätze mal, dass die paar noch dort hinten sind. Okay, aber erstmal kurz mit dem Gnome quatschen. Gnomi, wer bist du denn? Famir. Ich habe das Ding gefunden. Oh, Famir, glücklich. Gut, dass ich nicht selber machen musste. Ich würde jetzt bestimmt auf dem Boden liegen und dem großen Vogel Hallo sagen. Am besten, du bringen Dingi zurück zu Kahn in Gnodorf. Nichts mehr zu tun hier. Alles klar, dankeschön. Dem großen Vogel, ja, ja. Aska war da was? Du.
So. So, ganz schnell was futtern. Wir haben nicht genug Proviant, ist ja kein Problem. Ein paar fehlen trotzdem noch. Was sind die denn? Hä? Haben wir doch einen angeflogen? Kommt der plötzlich her? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ihm noch nicht, wa? Tja. Also dem Lager war garantiert nicht dran, wieder mich erinnern. Ja, kann nur. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ihm noch nicht, was? Tja, so kannst du doch kommen. Okay, da drüben hat es noch was zum Abbauen. Kommt natürlich nicht mehr rüber. Tu doch Kacke. Oh, nee. Das ist mir zu heikel. Leute, wisst ihr was? Ich teleportiere mich mal ganz kurz zurück zum Anfang der Insel. Ja, Anfang der Insel. Toll. Hierhin. Wer war denn der Kobold mit der Koboldplage? Ah, das ist auch automatisch rüber, okay. Ja, toll, habe ich gemacht, aber was soll das jetzt? So, hallo. Die Kobolde aus den Vorposten wurden vertrieben. Verstehe. Reiche Beute für den schwarzen Schatten. Ich hoffe, er ist nun satt. Es macht mich traurig, so viel Tod auf meiner Insel zu sehen. Es gab keine andere Möglichkeit. Ich weiß. Du hast getan, was getan werden musste. Hier, es soll dir Glück bringen. Dankeschön. Die Insel ist wieder sicher. Die Kobolde stellen keine Bedrohung mehr dar. Was macht dich so sicher? Ohne den Koboldkönig sind sie führungslos und von den Vorposten geht keine Gefahr mehr aus. Und ohne die Macht der Aurikulkis können sie sich auch nicht mehr unserer Schamanen bedienen. Du sagst es. Ich denke, es gibt zwar noch einiges zu tun, aber damit werden wir Gnome schon fertig. Du wirst als Hüter des Friedens in unsere Geschichte eingehen. Danke, Omi. Bitte, bitte. Kannst du mir etwas beibringen? Jip, jip. Hat er noch etwas für uns? Nee, komm, machen wir momentan noch nicht. Das werden etwas so später. Okay, Freunde, wir sind hier fertig auf der Insel. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Das ist doch mal geil. Dann können wir endlich nach Kalador aufbrechen und unseren, ja, wie soll ich sagen, alten Kumpel. Ich meine, von unserem Hauptcharakter hier ist nicht der alte Kumpel, aber einfach mal, sage ich mal, wie soll ich es genau formulieren? Ja, einfach mal einen anderen Namenlosen vom früheren Spielen aufsuchen. Das ist doch sicher noch geil. Okay, kommt das ja wieder mit oder bleibt es einfach mal hier, obwohl jetzt die Invasion abgewendet ist? Das theoretisch müsste wieder mitkommen. Warte hier. Ja, Komm mit. klar. Gut, ich bleib hier. Nö, das Spiel bleibt verbuggt. Okay, soll bei uns halt hier bleiben, ist mir scheißegal, dafür kommt der andere mit. Ah, jetzt kommt er wieder, oder wie? Ja, also, ich verstehe es nicht, ist auch scheißegal. Wir hauen ab von der Insel, wir haben genug. So, Freunde, wir hatten schon mal das Vergnügen, deswegen ganz kurz nochmal speichern, bevor wir die Insel verlassen. Es kann ja nie mal schaden. Und falls nichts passiert, sehen wir uns gleich wieder auf Kalador. Jo, die Insel sieht noch imposant aus, muss man so zugeben. Bevor wir wieder wegsegeln, ich habe hier an Land noch etwas zu erledigen. Klar, das hier ist Kalador, der Ort deiner Vorfahren. Ja, irgendwo auf diesem Stück Land hier steht mein Erbe. Ich will die Eisenbucht nach Spuren meines Urgroßonkels Randolph durchsuchen. Allerdings ist die Eisenbucht gefährlich. Ich könnte deine Hilfe dabei gebrauchen. Kein Problem.
Ich werde dir helfen, dein Erbe zu finden. Danke. Ich verspreche dir, es wird nicht zu deinem Schaden sein, wenn wir Erfolg haben. Schon gut. Verteile deine Beute besser erst, wenn du sie hast. Dann lass mich dir folgen hier in Calador. Irgendwo weit im Südwesten der Eisenbucht werden wir mein Erbe finden. Ich werde es dir sagen, wenn wir in die Nähe kommen. Was genau ist dein Erbe hier in Calador? Ich weiß nicht, was nach so vielen Jahren noch übrig ist vom großen Geschlecht der von Dreel. Doch hat mein Vater mir oft von unseren Ländereien hier in der Eisenbucht erzählt. Ländereien? Wow. Das hört sich nach einer großen Sache an. Ja, ich weiß, dass mein Erbe da ist. Und ich werde es finden. Ach, immer das mit dem Erbe, wa? So, er kommt, glaube ich, sowieso mit. Wagen kann natürlich bei uns noch mitnehmen. Komm mit. Sicher. Alles klar. Jetzt sind wir, wie gesagt, hier auf, hallo? Wo zum Henker? Hä? Spinn ich jetzt oder was? Ja, nur die Hälfte werden, soll doch klaufen, das große Tor. Nee. In der Crew, wa? Ja, da fehlt ja auch noch, was genau, mit den gereinigten Herzen. Ach du Scheibenkleister. Sadig anheuern, Schaff anheuern, Petty anheuern. Wir können noch so viel anheuern hier. Unfassbar. Aber irgendwie auch geil. So, wie gesagt, was ist das Questziel hier? Aha, was mir raten muss. Wir sollten uns wieder trennen. Ja. Komm mit. Natürlich. Ja gut, das ist mal Quest. Gut, ich glaube nicht, dass es wieder das die Questziel ist, aber nein, mal schauen. Da kann doch bei uns mitkommen. Komm mit. Nein, kein Platz für mich. Schade. Ja, gerne beide dabei haben, wenn es irgendwie geht. Das ist echt gigantisch, ey. So, und irgendwo hier hinten soll also der namenlose Held stecken. Bin schon mal sehr gespannt, aber ich glaube, das wird noch ein paar Parts dauern. Alter, ist die Insel groß. Boah, Calador ist ja riesig. Alter. Jo, das wird eine Weile dauern, bis wir hier fertig sind, aber gut, wird schon gut gehen. Wir sollten uns wieder trennen. In Ordnung. Komm mit. Klar. Klappt das jetzt so oder muss es anders machen? Tja, die Quest ist zwar aktiv, aber ich glaube, das funktioniert so nicht, wa? Okay, nee, sind doch zu riskant. Da gleich Mendoza wieder dabei. Ich sag, gut, Mendoza brauchen wir nachher sowieso wieder. Weil es soll noch eine ziemlich witzige Unterhaltung mit ihm und halt dem Namenlosen geben. Jep, das ist jetzt sicher geil. Komm mit. Ja. Gehst du wieder mal, Dankeschön. Und dann sind wir also hier an dem Strand der Fischer, wie es aussieht. Ach du Scheibenkleister. Ja, mal gucken. Was suchst du hier? Ich rate dir, so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Wieso sollte ich? Die Schatten kommen aus dem Boden. Von überall hört man Berichte von Toten. Die grünen Feuer brennen. Plötzlich tauchen diese verfluchten Dämonenjäger auf und beziehen die alte Zitadelle. Und du fragst, wieso? Also die Stimme haben wir auch schon ein paar Mal gehört in dem Let's Play. Was hast du davon, wenn ich wieder gehe? Weniger Mäuler zu stopfen. Wir Fischer sind für den Großteil der Versorgung zuständig. Seit der Bedrohung durch die Schatten ist es schwer geworden, auf Calador zu überleben. Der Krieg sollte selbst aus einem Fischer einen Mann machen. Dann bin ich wohl die Ausnahme. Sieht fast so aus, ja. Erzähl mir mehr über die Bedrohung. Was willst du wissen? Ja, ziemlich viele Einwanderer sein soll. Wie war das mit den Dämonenjägern? Die meisten Neulinge schließen sich ihnen an. Es gibt nicht mehr viel, was du hier auf Calador werden kannst. Dämonenjäger oder Totengräber. Naja, ich habe Leiche vergessen. Ja, gut, Leicher werden wir sowieso alle irgendwann mal. Von dem her. Was sagtest du über die grünen Feuer?
Mit den grünen Feuern sind auch die Dämonenjäger hier aufgetaucht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Wieso nicht? Sie könnten euch vor den Schatten beschützen. Könnten sie, ja. Aber sie tun es nicht. Alles, was sie tun, ist uns den Fisch wegzufressen. Erzähl mir mehr von den grünen Feuern. Plötzlich haben sie gebrannt. Ich habe Gerüchte gehört, dass sie eine Art Ruf sein sollen. Aber wenn du wissen willst, wer sie entzündet hat, das weiß ich auch nicht. Was weißt du überhaupt? Was ist mit der Zitadelle? Die Zitadelle ist eine riesige alte Ruine, in der sich die Dämonenjäger eingenistet haben. Ich rate dir nicht, dorthin zu gehen. Der Weg ist sehr weit und gefährlich. Am besten, du verlässt die Insel wieder auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Das geht leider nicht. Was genau machst du hier? Wenn ich nicht fische, rate ich allen Neuankömmlingen wieder von der Insel zu verschwinden. Oha. Ich habe nicht vor, wieder zu verschwinden. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas sagen wirst. Dann lass mich dich wenigstens in unser Fischerdorf bringen. Nur damit du nicht über Kalador wanderst und den Schatten als Frühstück dienst. Vielleicht später. Vielleicht später. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dich hinbringen soll. Jo, dankeschön. So, Freunde, dann war's dann mal für heute hier bei Risen 3 Titan Lords sind endlich auf Kalador angelangt. Wieso der Held aus Risen 1 und Risen 2 hier sein soll, ich habe keine Ahnung. Nämlich besonders einladen sieht es nicht aus. Eher als wäre alle Schatten der Unterwelt, oder ja, als wären irgendwie, also sprich, als wäre der Ursprung aller Schatten wäre irgendwie auf dieser Insel. So sieht es momentan ein bisschen aus, wenn die irgendwie alle hier sich horten, würden alle hier aus dem Boden herauskriechen und die ganze Welt überschwemmen. Tja, aber wie es genau weitergehen wird, und vor allem natürlich mit dem namenlosen Helden, das erfahren wir dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao zusammen.